Heute Nacht habe ich jetzt eine Kaffeetasse bei mir, seit ich in dieser Gruppe bin, ist eine Kaffeetasse bei mir ein Foto auf dem Handy. Ja. Und da steht dann Guten Morgen von Dieter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich trete wieder aus der Truppe aus. Ist so Grundnahrungsmittel, das geht immer, oder? Egal, auch wenn er schon grasig. Ja. Und das ist der Feuertopf? Nee, was ist das? Gulasch. Das daneben ist der Feuertopf, ja. Ich hab's gerade gecheckt. Ach so, okay. Und schmeckt? Ja, noch nicht ganz. Bisschen Geschmack darf noch dran. Kann ich denn die Zwiebelsuppe mit essen? Wen willst du verbuddeln? Ja, das überlege ich mir. Ja. Das ist voll ein geiles Teil. Und du hast da Kamera gekriegt, Ich weiß oder? ja nicht, ob dann Lola nicht jetzt so eins wird. Messer. Oh, oh. Fleischmesser Oh. für den Bus. Selbstverteidigung. Ja, braucht man heutzutage. Einfach durchreichen. Krass, du hast sie versprochen. Du wolltest sagen, du hast Zwiebeln in der Suppe. Fertig. Wow. Alter. Opi! Essen fassen. Zwiebelsuppe fertig. Und schaut schon mal ganz gut aus. Werden wir das Ding einmal probieren, oder? Wahnsinn. Du hattest irgendwie eine Schüssel Der mit absolute Honigfondfälsch. Knaller. Die habe ich auf dem Kühlschrank, Also weil die die Suppe Lola ist der hat sich Knaller. daran bedient. Ne? Sorry, ich habe es nicht gesehen und deswegen, nur dass du dich nicht wunderst. Eine Hammernummer, was der Carsten da zusammen fabriziert hat. Nee, also überhaupt keinen Grund. Ja. Außerdem, hallo, ich bin froh, dass die so sind. Und das Die anderen haben alle. Hast du schon einen Kaffee verdient, oder? Ja. Der war jetzt echt mal notwendig. Du. Also in guten Händen. Gar nichts, ne? Nur die Leute, die da wohnen und auf dem Festland arbeiten oder die vom Festland da arbeiten müssen. Ah, die Und Ballonka. was cool war dabei, da war ja alles gerade gelockert, 2 Wochen vorher, als wir dann da waren. Ne? Hat ja geklappt, super. Nee, der hat sich wirklich geschmissen. Ja, und das gibt weg erst ich. Hier komme ich. Hier. Der hat letztens 3 Huskies verschwunden. Ja, ich weiß es auch nicht. Nicht normal. Der ist so selbstbewusst. Ja, gut so. Der ist echt der Hammer. Aber ist doch besser so, dass du da so ein... Kann es sein, Olli, Freue mich, dass du da bist. kann es sein, dass du dann praktisch illegal hier bist? Illegal. Ich bin immer und überall nicht legal. Also, Okay, ja, dann auf jeden Fall. wir dulden das. Wir sind hier alle legal. Wir dulden es. Super. Nee, die haben da irgendwie. Bist du so Hessekoch? Was? Bist du so Hessekoch? Bist du so ein Hessenkopf? Essen? Nein, das ist Nordrhein-Westfalen. Da bist du doch nicht schlecht vom Rhein. Das zeige ich euch einmal meinen Zeltplatz. Also das ist so eine wahnsinnig schöne Lage. Die muss ich euch direkt einmal zeigen. Also das ist schon fast mit dem Königreich. Eine Terrasse im Freien, im Grünen, mit schönem Blick über das ganze Dorf. Ja, wir sind nämlich gleich da droben. Das ist so auf einem kleinen Hang. Hügel. Und jetzt gehen wir mal rein in das schöne Reich. Das ist das Zelt vom Volker. Volker Traumtänzer. Das Zelt von Gunter Knauf.
Das Zelt weiß ich jetzt nicht. Und das ist meins. Und einfach eine schöne Kulisse. Und das sind das sind so lästige Nachbarn. Zu welcher Bank geht's hier? Hier geht zur Dental-Mafia-Bank. Ist die Sparkasse, oder? Das ist die Sparkasse, ja. Aha. Und du? Überfall, überfall. Habt ihr das Gleiche vor, oder? Ihr wollt eine Bank. Ja, Schotten. Das mache ich alleine normalerweise. Schotten. Die Schottenbank. Schottenbank. Okay, dann nehmt man noch ein bisschen Geld mit und wir sehen uns nehmen später. Platz auf der Bank, dann nehmen wir Platz da hinten. Okay. Auf ein nächstes Bierchen. Helmut. Wenn ich mir das so anschaue, das ist schon ein 5-Sterne-Essen, oder? Herr Volker? Bitte? Das ist ein 5-Sterne-Essen, oder? Oh, zumindest. Was? Das sind ja 2 Seiten. Du musst ja 2 Seiten bezahlen. Was ist das ein Haufen? Aber Bio. Ja. Aber die steht nicht drauf auf dem Fleisch. Nee, das steht auf der Verpackung. Da sieht man sogar die Krampfadern. Ja, seht. Und das bei Bio wieder. Ich will doch nicht sagen, dass das Fleisch mal weiblich war. Rosalinde hat das geheißen. Ja, du warst mit dem Harald unterwegs. Ja. Und du meinst, wenn du da drinnen sitzt, kannst du was gewinnen, oder? Ja? Ich hoff's doch. Aber schön abstauben. Dieses Los. Das ist der Hauptpreis. Der Hauptpreis. Ja, klar. 3 Wochen Urlaub in Schotten. Mit Wellness, Whirlpool. Ja. Wellness hast du heute gehabt? Wärst du mit Wandern gekommen? Nee, kriege ich schön den Berg hoch. Kriege ich mit diesem Los. Ja, genau. Ich sag ja, einmal wandern auf den, wie heißt der, Bergspitzen, wie heißt das Teil? Ja, ich fahre aber mit dem Auto hoch. Genau. 16. Icke? Tja, liebe Sandra. Hier hast du noch mal was zum Futter und einen Hammer. Dankeschön. Dieses Lachen habe ich jetzt mit drauf gehabt. Was? Dieses Lachen habe ich jetzt mit drauf gehabt bei dem Hammer. Das kann ich hier anders So, dann hätten wir die Nummer 8. Ja, die hab ich. Und wenn es nicht passt, dann kann er nachher... Hey, das passt direkt zu mir. Bitte schön. Dankeschön. Und so passend. Ja. Als nächstes die Nummer 19. 19? Wieso hast du 2 Zettel in der Hand schon wieder? Geil. Da wollte ich ganz normal im Zelt machen. Spart der erste ab, weißt du? Ich weiß, was ich im Zelt machen wollte. Wer ist erst aufgerufen wird, oder wie? Hier, das ist hier. Bitte schön. So das Dartmann. Die sind so lecker. Ich weiß, die haben die gestern auch schon gegessen. So, als nächstes die Nummer 6. Die habe ich vorhin schon mal gehört, heute in der Gemeinde wird es drehen, die 9. Aber ich hätte gern die 6. Ich habe die 9. Du hast die 6. Ja. Du hast die 6, bitteschön. Wieso hast du 2 Zettel in der Hand? Ich habe den von meiner Frau, den gebe ich jetzt hier ab. Oh, immer diese Zettelhalterei hier. Ja. So, die Nummer 14. Ah, es passt. Unser YouTube-Koch kriegt dann immer noch eine Dose öffnet, damit er die Dose besser aufmachen kann. Bitte schön. Die Nummer 3. Das ist cool. Das war schon was Schönes. Guck mal. Ein Thermometer für unterwegs. Das nächste ist Uhrzeit dran. Querzahl. Das laut hier. Da geht doch was. Die Nummer 17. Hier. Die Nummer 12.
Ach stopp, warte mal. Moment. Das bin ich dann. Nächstes Mal schon mal so frei. Was bekommst du denn? Ja genau, das sind Tampons. Die Nummer 15. Die Nummer 15. Das ist der Toasti. Der Toasti. Ein Weißbrot. Echt? Ein Messer für dich. Mit Pfeilen. Den reicht. Dankeschön. Die Nummer 7. Hast du eigentlich noch deinen? Ja, lieber Gunde. Ja. Das passt zu viel. Die Nummer 11. Eine Handwerkertasche. Nimm mal meine 12 Grad mit, das ist besser. Die ist geil. Die Nummer 10. Hey, was hast denn du? Hey, Handwerker. Bitteschön. Gesponsert von der Angela. Was ist das? Ja. Die Nummer 1. Robin Kemper. Wer hat die Nummer 1? Ah, der Volker. Alles gut. Bitteschön. Die Nummer 21. 21. Und vergiss es. Schön. Klappsport. Für Kacki machen. Endlich kannst du draußen kacken. Jetzt kann ich auch mal eine Ballerfahrt. Genau. Die Nummer 9. Oh. Unser Auto-Obi. Ah, genau das Richtige. Das ist genau das Richtige. Kannst jeden am Pickel ausdrücken. Werner! Kannst jeden Abend jetzt Pickel ausdrücken. Was machst du Und damit? kannst du wieder Die nachfüllen. Nummer 5. Echt? Überleg gerade, wo ich noch. Passt, Carmen. Dir geht's genauso gut wie du. Wir werden nie Das möchte ich jetzt nicht wissen, Werner. Echt? Gut, das ist nicht schlecht. Ah, okay. Die Nummer 22. Ja, das bin ich. Ach, das bist du, Harald. Guck mal, ich halte es dir so. Das ist cool, Harald. Das ist eine Outdoor-Laterne. Mit Powerbank und Solar. Bitte schön. Die Nummer 13. Das ist der Roman. Bauchtasche. Roman, das ist für dich. Jetzt läuft's endlich für dich. Endlich läuft's für Roman. Hallo, noch kein Bauch mehr. Jetzt ist schon nicht da. Stimmt, aber kauft seine Die Nummer 4. Gibt es solche, Endlich läuft's für den Roman. solche, was ist das denn? Eine Person allein. Mit Lampe. Was macht man mit sowas? Tja. Die Nummer 18. Das ist der Kramer. Ein Flaschenöffner. Das ist von der Angela gesponsert. Bitteschön. Dann haben wir die Nummer 2. 2. Bitteschön. Dankeschön. So, jetzt habe ich noch eins hier liegen und zwar die Nummer 20. Das bin ich. Okay. Eine Thermoskanne. Ja, danke schön. Bitteschön. Wow. Das war's für dieses Jahr. Vielen Dank. Danke schön. Jede Nacht habe ich jetzt eine Kaffeetasse bei mir. Seit ich in dieser Gruppe bin, ist eine Kaffeetasse bei mir in dem ein Foto auf dem Handy. Ja. Und da steht dann Guten Morgen von Dieter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich trete wieder aus der Truppe aus. Jeden Tag die gleiche Tasse, gell? Ja, ja. Kenn ich. Ja, und wahrscheinlich auch derselbe Kaffee, nicht richtig leer getrunken oder sowas. Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. And I know how she found me. For darkness I was walking, and the stitches lay around me from a fight I could not win.
du dir schon was verdient heute, oder? Ja, das ist alles meins. Und was kriegst du? Was isst du? Das in der Mitte? Das in der Mitte. Okay. Helmut, soll ich deine Steaks ein bisschen mehr auf die Mitte legen, Das oder? kleine da in der Mitte. Das ist eine Kniescheibe, oder was ist denn das? Das ist Nacken. Nee, ist die der, das ist die der Kniescheibe, oder? Nee, gute. Ah, gut. Wenn du das einmal umdrehst, darfst du auch einmal runterbeißen, Volker. Olli, Gas, Roma. Ich habe gerade überlegt, ob die mit vollem Mund besser singen. Aber der Carsten hat gemischt, Jodel mit 3 Minuten wäre dann voll im Rahmen. Kommen die Stars. Bad luck wind has been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. I got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery, never had me a name. They just gave me a number when I was young. I got a long line of heartache I carried well. The list of lives I've broken. Liebe Outdoor-Freunde, schön, dass ihr in Schotten erschienen seid, wenn auch gegebenenfalls nicht ganz so zahlreich, wie es eigentlich sein könnte. Denn dieses Mal muss es ja leider mit reduziertem Rahmen abgehen. Das ist nun mal so, das fordern die Zeiten. Genauso wie es leider die Zeiten auch fordern, dass Menschen in bestimmten Berufsgruppen jetzt arbeiten müssen. Zu diesen Berufsgruppen zähle ich auch und bei uns ist es auch noch zu einer Mitarbeiterinneknappheit gekommen. Dementsprechend bin ich dieses Jahr leider nicht dabei. Und ich muss ohne euch und ihr ohne mich sein. Das ist schade, denn gerade jetzt wäre ich gerne bei euch. Naja, da kann man halt nichts machen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Genießt die gemeinsame Zeit. Ich hoffe, da kommt das eine oder andere Video von euch, sodass ich wenigstens virtuell daran teilnehmen kann. Und feiert für mich mit. Liebe Leute, bis dahin, haut rein, gebt Gas. Arti so die Gitarre raus, jetzt geht ab hier. Jetzt Ja, sind das sie, ist ja cool. Die brauchen keine Gitarre. Jetzt sind sie außer Rand und Die Band. die singt auch ohne Gitarre. Wir machen einfach Luftgitarre, wie immer. Ich setze mich daneben. Aufs Feuer. Der Olli, hast du was zum Sagen? Habe ich was zu sagen? Momentan fällt mir nichts Gescheites ein. Der sogenannte Mexikaner aus Hamburg steht hier zwar nicht drauf, aber es ist direkt Taste of Hamburg. Ist hergestellt worden, Hamburger Berg, direkt von der Reeperbahn. Ein Kultgetränk in Hamburg. Das ist ein scharfer Tomatensaft mit Wodka drin. Das ist tatsächlich Tomatensaft, aber da ist Stoff drin. Kann man nicht blau werden, Aber es oder? funktioniert. Sind die Gläser zu klein oder zu Und groß? ich trinke mal so klein. Mach doch einfach rein, was du magst. Ja, so hat es bei mir dann irgendwie angefangen. Probier doch erstmal. Dann eben auch mal selber. Probieren wir zuerst einmal. Kochst du mal Nudeln. Auf alle Fälle schaut es lecker aus, schau mal her. Das ist doch Das geil. ist auch- Schon rein das im Übrigen ist das Kaktus, auch manchmal. Ja. Was ist der? Scharf? Oh, hoffentlich. Der kommt dann in die Ja, Scheißerei. der wahrscheinlich nicht. Nicht einmal die Scheißerei gekriegt, weißt du, das ist scheiße. Das ist total scheiße. Also der brennt zweimal. Der brennt dreimal. Ah, zwei. Dreimal. Ich war beim Oben, Extremfeiern, unten habe ich mal Kanalapparater in den Augen. 30 Stück. Wir werden einmal probieren, das leckere Tröpfel. Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Aber riechen tut er gut. Der Der riecht aber gut. Natürlich, wenn du da anfängst mit von, dann hörst Wenn du du dann gleich nicht wieder einen von Pup auf. lässt, trinkt das noch viel Prost, Helmut, auf uns. Prost. Bayern gegen Hamburg. Und wir gewinnen. Feuerzeug? Nach dem Mut, ihr könnt machen, was ihr wollt, Hauptsache ihr könnt. Das schmeckt nicht schlecht. Also, Da musst du was für essen. Das heißt, das jetzt bei dir nicht schlecht heißt, auch nicht gut, oder? na gut.
Wir machen weiter. Damals in Schotten waren alle dicht. Ich als Einziger, ich war es nicht. Stimmt doch gar nicht, haben sie gesagt, ich sag stimmt wohl. Na, hey, pass nur auf, die Bänke sind wackelig hier in Schotten. Endlich scheint die Sonne und voller Wonne greif ich mir an meinen Pickel am Hintern. Endlich kann ich kratzen und die Luft kommt dran. Ist das nicht wunderschön? Wenn ihr auch so einen Pickel hättet, wüsstet ihr ganz genau, wovon ich spreche. Denn es ist nicht so schön mit Pickel am Arsch in Schotten auf der Hauptbank in der Fresse. Ich bin hier nur zu Gast. Ich wollte fragen, ob ich eine Decke haben kann. Die Bierbänke sind aus Holz. Alles tut mir weh. Und jetzt alle. Alle. Damals in Schotten war noch alles okay. Kurz danach tat mir der Kopf fürchterlich. Aua. Aua, wie. Aua.